Grüezi miteinander, Batz Musik. Schön sind Sie alle dabei in der Titlis-Hütte. Schön schauen Sie zu daheim. Heute zu einer Sendung mit leichtem Berner Einschlag. Wir haben aber auch Musik aus dem Wallis oder aus der Region Winterthur. Wir haben Legenden dabei, zum Beispiel der Werner Gasser. Wir haben musikalische Familien dabei. Wir haben Jodelsterne dabei. Und wir haben da so ein schönes Möbeli. Und in dieses Schublädchen schauen wir dann heute Abend auch noch rein. Zuerst lassen wir jetzt aber los mit Musikanten aus dem Kanton Bern, die gerade ein bisschen Gas geben. Sie nehmen uns mit als Heinerfest. Viel Vergnügen mit den Berner Ländlers. Herzliches Dankeschön für den musikalischen Auftakt der Berner Ländlers, der Benz Hefti, Florian Dubach, der Benjamin Gerber und der Reto Reber. Und die zwei Herren hier, die haben in den letzten 15 Jahren maßgeblich zu einem wichtigen Örgeli-Event beigetragen. Ich bin der Gerber Matthias, ich komme von Wicken, tue gerne Örgeln. Und, wir sind hier auf dem Blattbach, vor der Beiz, vor dem Restaurant. Da hinten ist jetzt gerade Fest, am Ostersonntag, der Ländler-Mix auf dem Blattbach. Und dort tue ich ab heute ein bisschen mit organisieren, mit den Brüdern und Vater zusammen. Seit Jahren treffen sich an der Ostern Ländlermusiker aus der ganzen Schweiz zum Ländlermix im Restaurant Blattbach, hoch über dem Emmental. Seit dem Jahr leitet der junge Örgler Matthias Gerber den Anlass. Er hat einen ganz persönlichen Bezug zum Ländlermix. Im 2018 sind wir da das erste Mal mit der Familienkapelle Schweizer Örgeli Quartett Rote Flur auftreten. Und das war eigentlich so ein bisschen unser erster Auftritt. Und darum war natürlich klar, als ich angefragt wurde, für diesen Anlass zu organisieren, dass ich da zusagen. Schon immer ist in dieser Beiz gemusikt worden an Ostern. Aber vor 16 Jahren haben zwei junge Berner das institutionalisiert und den Ländlermix gegründet.
der Reto Räber und der Benjamin Gerber von den Berner Ländlers. Sie mögen sich noch gut an das erste Jahr erinnern. Überwältigend ist, glaube ich, so das erste richtige Wort, das es trifft. Weil wir sind dann überhaupt nicht mit Erwartungen da hochgekommen. Wir haben voraus einfach ein bisschen Werbung gemacht. Und dann auf einmal hat das Leute gehabt, wie ein Kalb. Ja, und es hat dann geschneit. Das war dann irgendwie 23. März, also einer der frühesten Ostertage, die es geben kann. Und es hat Schnee gehabt wie ein Mohren. Darf man das überhaupt sagen? Es hat Schnee gehabt wie ein Mohren. Wirklich, die Leute mussten das Auto kötteln. Also man kann es sich nicht vergleichen zu heute, aber das war ja, wirklich super gewesen. Jahr für Jahr sind mehr Ländlerfans ins Emmental pilgert. Wie erklären sich die beiden den Erfolg? Ich habe das Gefühl, der Treffpunkt an sich. Also, du merkst schon jetzt, es hat viele Leute und viele Musikanten, die einfach hierher kommen. Es ist unzwungen, es ist auch nicht mit irgendwelchen Verpflichtungen verbunden. Und ich glaube, das haben die Leute noch so gerne. Und hier oben kann man das extrem ausleben. Einfach ein ungezwungenes Beisammensein. Einfach vergleichsinnig. Ja. Nach 15 Ausgaben ist Schluss für die beiden. Aber der Ländlermix ist ja in guten Händen. Ich wünsche Matt und Gerber viel Glück, respektive, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Ja, genau. Ja, die haben eine riesige Arbeit schon geleistet. Der Anlass hat einen guten Namen, hat schon alle Jahre viele Leute gehabt und die Beiz natürlich auch. Die ist alle Sonntag voll. Und von dem her ist es sicher eine Ehre, einen solchen Anlass zu übernehmen. Wir probieren das Beste aus dem zu machen. Herzlichen Dank am Schweizer Orgel-Quartett Rote Flur mit dem Vater, Rudi, und den drei Söhnen, Florian, Daniel und Matthias.
Und der Matthias schon jetzt viel Erfolg, wenn es in einem Jahr am Ostersonntag dann wieder so weit ist mit dem Ländlermix auf dem Blattbach. Und vom Kanton Bern gehen wir jetzt ein paar Gebirgsketten weiter ins Wallis, ins Lötschental, in die Dörfer Platten, Kippel und Wieler. Von da kommen die Brettspieren. Und zwei, die da mitspielen, sind auch noch Zwillinge, der Fabio und die Lena Imseng. Brettspieren, so gut Walliser Deutsch kann ich nicht. Was sind das? Ja, also das erste Wort Bretschu heisst die Leute spielen eigentlich. Und das zweite Abira sind Köpfe. Also ein paar, die zusammen einfach miteinander frei zusammen Musik zu machen. Ich weiss aber, dass ihr nicht nur laut spielen könnt, sondern dass ihr sehr passionierte Musikerinnen und Musiker sind, dass ihr beide als Solisten Schweizer Meister schon geworden sind, dass ihr auch noch in der Brassband Tres Etoiles spielt, Schweizer Meister, Europameister sind. Also das klingt extrem erfolgreich und wahrscheinlich auch mit extrem viel Üben verbunden. Ja, es gibt viel Arbeit. Ja. Aber mit Leidenschaft geht das gut. Europameister, man kann sich ja da fast nicht vorstellen. Eine Brassband, da sind in der Regel die Engländer top, wo es auch herkommt. Und jetzt plötzlich Schweizer, die Europameister werden. Wie erreicht man das grosse Ziel? Das ist eine Teamsache. Also jeder zieht am gleichen Strang. Und also kann man das erreichen. Ist vielleicht auch, weil man im letzten Teil einfach 24 Stunden am Tag Zeit hat zum Üben und nichts anderes macht? Ja, genau. Nein, nein, es ist vor allem am Abend immer, fast jeden Abend, entweder alleinig oder euch in Vereinen, Ensemble. Es ist eigentlich verschiedene Sachen, hat man fast jeden Tag Musik und das ist eigentlich super so nachher. Ihr seid ein Paradebeispiel von jungen Leuten, die Freude haben an der Blasmusik, die da auf einem extrem hohen Niveau spielen. Was haben das Gefühl, was ist das Coole an dieser Musik und was soll vielleicht auch die Neujüngeren motivieren, um das auch zu betreiben? Also jetzt so wie es wir machen, man kann halt fast jeden Stil spielen und ja, einfach mit Kollegen zusammen, Noten auf das Pult und dann kann man irgendwie anfangen. Jetzt haben da ganz viele Cousins mitgebracht bei diesen Brettspielen. Weißt du so ein bisschen das Konzept von dieser Formation? Ja, es ist also ein bisschen der Fabio und ich waren, also das Zwischenstück. Es ist eine Seite ist vom Papa, die andere Seite von der Mama. Und ja, wir haben durch die Brassband Lötschental gefunden und wir spielen schon lange miteinander. Was hören wir heute? Wusara Polka, ist von Österreich traditionell. Dann dürft ihr euch jetzt schon parat machen, euren Platz einnehmen. Und wir hören jetzt, wie es tönt, wenn Schweizer Meister und Europameister miteinander Vollgas, dynamisch, viel laut und wunderschön auf ihrem Instrument spielen.
Sind das nicht die schönsten Tage, wenn unsere Runde singt? Drum findet man's auch so schön schade, wenn's letzte Lied verklingt. Wenn's letzte Lied verklingt. Drum stimmet nochmal an, wir stimmet nochmal ein, wird alles nochmal haben, weil's so wunderschön ist gsi. Ja, ja, la, zum Singen gehört auch fest dazu, uns halbe Dorf ist da. Und läutet's auch schon 12 in die Nacht, wir wollen noch lang nicht gehen. Wir wollen noch lang nicht gehen. Drum blas noch mal ins Feuer und schenk noch mal ein, wird alles noch mal haben, wie's so wunderschön ist gsi. Ja, ja, la, und wenn dann doch die Stunde ist gekommen, spaziere ich noch am See. Und das Schätzeli am Arm, das ruft, hast du die Sterne gesehen? Hast du die Sterne gesehen? Komm, heb mich noch mal lieb und lass uns noch sein, wird alles noch mal haben, weil's so wunderschön ist gsi. Ja, ja, la, Wow, herzliche Gratulation. Tonja, Maria und Florina, Schwester Z. Michels. Nochmal, wunderschön. Extra euch auf den Lieb komponiert vom Hannes Dickelmann. Nochmal. Ich könnte das Stückchen noch 100-mal hören, wenn ihr das so schön gesungen habt. Danke vielmals. Und nochmal gibt es jetzt auch Schweizer Örgeli-Klänge. Damals von einer richtigen Legende, von Werner Gasser. Er ist schon seit über 75 Jahren auf der Welt und fast so lange schon im Örgeli. Und auch mit seinem Trio, mit dem Schweizer Örgeli-Trio Werner Gasser, mit dem Johnny Wegmüller und dem Käthi Schneider schon fast ein Vierteljahrhundert am Spielen. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, mit Musik durchs Leben. Das ist auch der Titel von ihrem neuen Tonträger. Und ein Müsterli von dieser Musik durchs Leben hören wir jetzt von Ihnen.
Herzlichen Dank und Gratulation der Gupfbuben, der Dani Häusler Klarinette, Jörg Wiegert am Akkordeon, Severin Barmettler Kontrabass und der Uli Stumm neben mir am Klavier. Innerschweizer Stil vom Virtuosesten, was es gibt, aber komponiert hat die Musik ein Berner Oberländer. Ich bin der Walter Balmer, komme von Unspunnen, Wilderswil und ich bin der 14. Generation von der Balmer-Dynastie. Seit dem 16. Jahrhundert wird also in der Familie Balmer gemusiket. Das kann eigentlich jeder sagen. Aber der Walter Balmer, er hat Beweis. Ja, es hat einen Musikfahnder gegeben, namens Rico Peter. Der ist der Sache nachgegangen, anhand vom Stammbaum auch. Und der ist dann bis auf 1584 zurückgekommen, wo er letztendlich einen Bussenzettel gefunden hat von einem Pat Balmer. Der hat unerlaubterweise an einer Hochzeit Musik gemacht, dann in der Reformationszeit. Darum weiss man überhaupt, wie weit das geht, die Balmer-Dynastie. Und so ist die Musik weitergegeben worden von Generation zu Generation. Bis zu den Eltern von Walter, die sehr erfolgreich in der ganzen Schweiz unterwegs sind. Meine Eltern haben das auch beruflich gemacht, dort unter dem Namen Kapelle Balmerbuben, Wilderswil. Und so bin ich in einer Ländlermusikfamilie aufgewachsen und für mich hat es eigentlich nichts anderes gegeben, wieder Ländlermusik zu machen. Und das nicht weniger erfolgreich. Zuerst mit seinen Eltern und später mit eigenen Kapellen ist der Walter Balmer in der ganzen Schweiz unterwegs gewesen und hat sich einen Namen gemacht als Klarinettist. Doch dann hat er seine Klarinette versorgt und einen anderen Weg eingeschlagen. Mein Wunsch war immer, selber zu geschäften. Und so ist das entstanden hier. Und dieser Wunsch hat sich der gelernte Radio- und Fernsehelektriker in den 80er Jahren erfüllt. Als ich hier angefangen habe, 1985, war kein Meter Kabel im Boden. Ich habe dann zuerst das Bödeli, wie wir das nennen, das sind die 5 Gemeinden, Interlaken, Unterseen, Wilderswil und Bönigen, verkabelt. Und dann hat sich das länger mehr ausgedehnt, oder? Und so habe ich letztendlich jetzt das ganze östliche Berner Oberland verkabelt. Und notabene sind das über 500 Kilometer Trasse, die wir gebaut haben. Und zum Glück habe ich schon vor 20 Jahren umgestellt auf Glasfaser.
So haben wir jetzt in diesen Kabelgräben, wenn man es so sagen will, bereits über 350 Kilometer Glasfaser verlegt. Er ist ein Visionär, der Walter Balmer. Sein Imperium hat er inzwischen seinem Sohn weitergeben. Aber hat dann der Walter in all dieser Zeit das Musikmachen nie vermisst? Ich habe nie vermisst, das kann man nicht sagen. Das, was ich da letztendlich in diesen jetzt über 30 Jahren aufgebaut habe, das hat einfach seine Zeit erfordert. Und da hat es nebst der Familie und dem Geschäft einfach keine Zeit mehr für die Musik machen. Leider. Aber ganz ohne Musik, das hat er dann doch nicht geschafft. Ich habe während der Zeit, wo ich aktiv eigentlich nicht Musik gemacht habe, habe ich gleich noch zum Glück weiter komponiert. Wenn ich eine Idee hatte, musikalische, wo ich gefunden habe, das wäre schon noch etwas, was etwas taugt, habe ich das zum Glück aufgeschrieben. Und dann war es halt so, wenn man nicht aktiv ist, dann spielt die Sache natürlich niemand. Und so habe ich dann aber zu meiner Frau zum Titel gesagt, wenn ich ein Stück fertig geschrieben habe, ich habe dann wieder einen für die Schublade. Noten sind da. Der Komponist ist auch da. Walter Balmer, Schubladenmusik. Ganz viel Musik komponiert. Wir haben gesehen, eine riesige Familiengeschichte. Seit dem 16. Jahrhundert ist nachgewiesen, dass die Balmers Musik hat. Wenn man die Geschichte so anschaut, ist man da auch ein bisschen stolz. Ja, sicher. Auf jeden Fall habe ich Freude, dass ich zu der Musikantenfamilie gehöre. Und du bist ein aktiver Teil davon. Du komponierst, du hast viel gespielt, bis zu 90 Mal im Jahr. Und dann hast du dich in den 80er Jahren entschieden, zum nicht mehr zu spielen und dich voll dem Geschäft widmen. Hat es dich denn nie wieder gejuckt? Ja, während fast 25 Jahren habe ich praktisch keinen Ton gespielt. Ich habe einfach Stückchen geschrieben. Oder? Und dann hast du Gupfbuben getroffen und hast natürlich eine perfekte Kapelle gefunden, die deine Musik spielt. Wie ist das zustande gekommen? Also wir waren am Heiresa-Festival, wo die Gupfbuben dann wieder erst nach langen Jahren gespielt haben. Und dann haben sie ein Stückchen von mir gespielt, am Luzerbach. Und dann habe ich zum Titel gesagt, also wenn die Gupfbuben ein Stück spielen von mir, dann gefällt ihnen auch meine Musik, oder? Also mir hätte natürlich nichts Schönes passieren können, wieder die Zusammenkunft mit den Gupfbuben. Weil es ist auf die Art, wie ich eigentlich meine Musik auch gehört habe. Und das ist mir voll aufgegangen und ich bin dann auch entschädigt worden für das, dass ich 25 Jahre lang keine Musik machen konnte. Walter, ich habe Noten dabei. Ich sehe, dass du in deinen Händen Klarinette hast. Magst du es noch und spielst du jetzt nach diesen vielen Jahren nochmal mit den Gupfbuben zusammen? Wäre das möglich? Ja, ich wage mir es. Du hast richtig gesagt, wagen. Oder? Und ich hoffe, dass es gut geht. Dann darfst du die Noten mitnehmen, Klarinette, die parat machen. Wir haben schon ein paar Mal vom Titli gehört. Das ist die Frau von Walter Balmer. Und Osso Bucco beim Titli spielen jetzt Gupfbuben zusammen mit dem Walter. Und in 2 Wochen ist dann schon wieder Zeit für die nächste Sendung. Wir gehen ins Urnerland, in die alte Post auf Spirigen. Es wird gejodelt, bödelt, urchige Musik gemacht und auch dort wird eine Legende geehrt, nämlich der Johnny Gisler. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und geniessen Sie jetzt noch Gupfbuben und den Walter Balmer.